So wannnnerschene guten Mëtte Moien Owen. Dir wëset Dir si lo egentwo do fir an Ärem Laptop, ifir egent eng Auerzeit, wat sech ass, dats de Mod März och sech ass, dats den Transition Days Podcast an noch sech ass, dat se gedroen ass vum Cell. How to live together in one planet world. Ass nach immer dat gros Thema. Mir stellen als fir d'Welt als Liewe wé grost Haus a mé gin Haut Ruf an Garage. A wie se dat se fir en gut Garage gehéiert, steet du och en guten grossen Auto dran. Fläich zu gut zwee. A ganz heierns do so egentwo am Eck oder op segen Dingen opgehangen sinn a puer Wëlloen. Die Wëlloen hab sechech këmmerre meis haut, an du wenn zu meiner Witte, déi vill méi Wëllo fiert wie ëch. Und da das den Herr Camille Müller hier ass ja seht eng schöne Twitter-Beschreibung so ein plant-based Cycle Activist, auch ein vegane Velofuhrer genannt, schafft für den Ökocenter ass am Pro Velo mat aktiv, der das eng Initiativ für Velo zu Lettzeburg. Huet Vegan Society mat gegrünnt an hier net als Mabrot, aber so fir Dich mal moien. Moien Camille Müller. Hun dat richtig gesot lo so fir unzufänken. Wat hust du Matbrot? Das alles richtig. Alles gut, okay. Bei der Teil ass Fallrät vun dat wat még perélech Mobilitéit am besten präsentéiert. Es sinn hauptsächlich Multimodellen erwe, dat ich gucken immer wat Mures wo ginne hin, wie kann ich mich am besten bewegen, kann ich den Auto verhënneren och ech hunn ein Auto, kann den Haut zuders net oni Auto aus. Und dann ass zum Beispiel der Trainer App es wat mech relativ oft am Alldach begleet. Dat so wie sech am Fong fortbewege muss Multimodell, sondern immer vorausschauen gucken, wie kann ich am besten durch den Dach kommen. Und mit diesem Velo kann ich sowohl Strecken am Auto verkehrt sein, als auch mich schnell mit Velo, mit Bus oder mit Zug unterwegs sein. Und dafür ist der Teil für mich am Anfang von meinen Lieblingsvelo, noch wenn ich meistens mit meinem Pedelec unterwegs bin, weil das was für meinen persönlichen Alltag am besten geht. Okay, das kann ich so du kümmerst dich schon viel darum, wie kann ich einen Raum oder wie kann ich mich an dieser Welt Terrain bewegen. Kann ich mal so aufklären? Das kann ich so sagen. Das ist etwas, wo ich mich alltag beschäftige, weil ich alltag mich fortbewege. An einer Beschreibung Plant-Based Cycle Activist, vielleicht ein blöd froh, ich will sie trotzdem stellen. Gibt es eine Relation zwischen Velofahren und veganem Leben? Beides kann ich ganz umweltbewusst machen. Das muss nicht immer per se bewusst sein. Bei mir ist aber, dass die zwei Sachen an den Weg greifen, für mich bewusst durch Leben zu gehen. Und effektiv sind die zwei Sachen, wenn ich sie richtig möchte, sind sie ganz umweltbewusst, ja, und umweltschonend. Auch wenn ich Manner engagiert sie an einer Initiative für den Velo oder so, ich denke mal, egal ob ich zu Lützeburg bin oder zu Berlin, wenn ich am Kehr von der Stadt bin zum Beispiel, freue ich mich oft, okay, wieso können die Autos dann nicht einfach raus? Und das ist dann so naiv froh. Also wieso kann ich nicht einfach so, okay, und meinst du, was sind Gründe für der heiße Stadt? Und hey, als kein Auto, und dann könnt ihr am Velo fahren und so weiter. Und in Fäche kann man halt 2, 3 alle Park-and-Ride bauen, wo die Leute am Parking, wo die Leute am Auto hinfahren können. Was fehlt? Oder meinst du, wieso? Die Evaluierungen gehen schon im Ausland. Ich meine, Paris hat eine ganz ehrliche Bürgermeisterin, die hat probiert. Und Deutschland zerstört, die probieren, Zentren autofrei zu machen. Brüssel hat gepackt, sein Zentrum so weit wie möglich von Autos zu befreien. Wir sind auch hier in Lützeburg in einer extrem autozentrierter Gesellschaft. Noch die verschiedenen Mengen, wo ich immer so mein Lieblingswort, die hier Autonomie, auch die müssen gucken, irgendwie, wie sie hier Leute zufriedenstellen an einer Bevölkerung, die nach immer ins Auto fixiert ist. Das leidet mir noch ein bisschen geschichtlich, auch kulturell irgendwie anders. Seit dem Wirtschaftswunder 50er Jahren gouf der Raum immer nach am Auto geduld. Nicht mehr viele Leute, die sich zu Fuß bewegen, die sich immer mehr am Auto bewegt. Und auch so konsumiert den Haut zu das. Wenn ich sehe, ich gehe Haut abkaufen oder den direkt feststellen, dass ich in einem Auto sitzt und für den an die Greenwies kein Feld an Haut noch mal. Wofür? Die Greenwies, also Geschäftszentren. Okay, also. Voilà.
Haut fällt keinem Abfälle vielleicht einfach einen Unhänger und sein Velo zu klemmen und dummer der zu kaufen, was der braucht. Dummer da nicht zum Beispiel angefangen, nur nach die Sachen zu kaufen, die auch wirklich nützlich sind. Für ein Jahr wie Pandemie kommers hat ich mal fest viel geholt, weil du immer nach der Velo und dein Wähnchenhanden drin und du kiefst das, was drauf hast. Und du musst ganz genau du einen Wert musst luhen. Und das du hast auch die Velo, wenn ich so will, mit dem Konsumverhalten ein bisschen harmonisiert. Also wie bisschen die Schlechtdeler für sich mégene Charakter bestmöglich zu disziplinieren kann in der Saison. Und ihr seht, also dass das schon sich ein Grenz absetzen, nicht so, weil ohne die Grenz gehst du dann wahnsinnig viel abkaufen. Ich persönlich nicht, mir schon natürlich eine Familie, wir sind zu 5, wenn ich auch nach 1000 Euro zähle, sind wir zu Erde am Haus. Und du hast die forcément mit den Konsumverhalten, weil den Alltag immer überleben muss. Ne? Und dadurch sind wir seit einem Jahr wirklich auf einem Trip, wo wir angefangen haben zu evaluieren, was brauche ich wirklich. Also pandemiebedingt, also kann ich vielleicht an diesem Podcast, spricht das Leute Kader, wenn ich das wie genau analysieren kann. Mit das hat mir geholfen, alterem dank dem Velo einen Schritt mehr weit an meinem Konsum, mit meinem Umweltschirm zu leben. Das aber auch schon, wenn ich richtig bei dir, also der Tisch du, also auch am Tisch von, also du lebst vegan, das ist das eine Zucht, das ist keine Einschränkung mehr, sondern eine Ergrenzung von Sachen, die ihr essen kann. Wenn ihr seht, dass ihr das, sie so mal mit Grinnen, die man bei der Grinnen vorbei, so mal auch das Pferd freigemengt. Da man Velo, wie ihr seht, auch Quantität von den Sachen, die ich abkaufe, probiere ich auf ein Minimum zu reduzieren. Was geht es da? Genau. Was geht du als eine Disziplin, die ich mir selber operlege, wie gesagt, für mich alltag immer zu frohen, was wirklich wichtig ist. Ne? Das heißt nicht, dass ich nie mit dem Auto geholt habe und aber mit meiner Familie an den Supermarkt gefahren sind, weil man einfach mehr gebraucht wie an mein Wähnchen passt. Ne? Ich passe mich mit dem Alltag rund. Gib mal Wäsch vom Ackercenter, mehr bei der Velo. Vom Gefühl her, ich fahre irgendwie nicht viel Velo, weil ich mich nicht traue, weil ich Schisser bin. Wahrscheinlich, weil ich auch nicht die Leute habe, wenn ich schon ein paar Mal probiert, und dann geht irgendwie, also mal Straßen ans Spiel kommen, und zu Lützeburg, wo ich dann eben ein paar Mal probiert habe noch. Und ich Gefühl, das nicht für die Velo gemacht. Muss ich schon extrem selbstsicher Velo fahren, wenn ich will zu Lützeburg Velo fahren. Und also für den über Velostrecken, über Künstlich, also weiter oder so. Aber wenn ich will an den Start fahren oder so, gesehen ist das richtig oder fühlst du dich wohl im Velo? Ich fühle mich die meiste Zeit wohl, weil ich mittlerweile geübt bin. Ich muss aber zugeben, dass Velofahren nicht ungefährlich ist. Ich fahre auch bald keine Velospisten, weil meine Velospisten fuhren nicht langs den Bäcker. Wir kommen weiter kaufen. Für mich ist der Velo etwas immens Pragmatisches. Ne? Für mich ist mein Hausdoktor nicht auf der Velospiste. Alles das, was ich am Alltag mit dem Velo verbannen, das fand ich nicht auf der Velospiste. Dafür fuhren ich sich nicht. In dem Sinn müsste effektiv auch ein bisschen Pisten, ein bisschen fair für den Velo überall matt durchgehen, was sie nicht machen. Also am Zentrum von der Stadt Lützeburg zum Beispiel, also nicht gut, man will zur Schiene zu kommen, weil das ein immens autoaxiert Stadt ist. Was ich müsste die Kontra, was ein typisch, gehen wir von einer durchschnittlichen, am Klischee, Vierstellung Familie aus, 4 Leute, 2 Kanner, 2 Erwachsene. Und sie wollen die Velo sonders raus und machen 2 Stunden Velo. Ein Ausflug, Picknick, vielleicht ein bisschen auf einer Bank irgendwo. Du musst dem gekehrt, du hältst ein Auto hier und da an der Woche, wenn du den Weg brauchst. Also ist immer nicht mehr für praktische Sachen. Also wirklich für den Alltag zu meistern, das ist das richtig. Genau, Freizeit fuhren ich bald kein Velo, weil ich die ganze Woche im Velo sitze. Und auch das ist ein Verhalten, was bei dem Auto hat, das wird noch heinz du überflüssig oder mehr lang. Die Zeit tue ich gar nicht im Velo. Schon eine halbe Stunde für auf der Arbeit. Und ich bin froh, auf Feierabend das heimzukommen. Und du fuhren schnell einmal nach zu Jarnisch, das irgendetwas nachkaufen und zu flanieren. Für mich ist es streng pragmatisch, für auch so schnell wie möglich heute zur Schiene zu kommen. Ich brauche am Schnatt genauso schnell, da wo ich wohne, zu Össelscheier, anstatt wenn ich ein Auto holen müsste, weil ich mit dem Auto an der Spitzenstunde am Stau stehe. Kommen wir zur Critical Mass, Stau, Critical Mass. Erzähl mal.
Was das? Critical Mass als eng Bewegung, bei der auch einst du mat machen, das geht verein. Das eng Bewegung, wo se schleit rein zofällig so allerchte Freude vu Mond an enger Stadt treffen, ha Lützeburg als Stadt Lützeburg, a wo se probieren dem Code la Route no Stoße fir sich rumzuhöllen. Also mir übersetzen da der probiert so legal wie meiglech Autoen ze nerven, dass sie gehen als Zeche. So. Dat dass du kollateral schuet, wann zu enger Kitscher Mas wie de Nummer zählt, fir sich Stoßem Trick zu holen. Dat macht man eng politische Aktivität von die so alles als politisch von Gefärbes ersetzt. Die aber auch immens viel Fried mischt, weil ihr gesagt, wo die Limite vom Auto abemol sind, wo der Wille aufhängt, wirklich positiv zu gehen an den Auto kontraproduktiv. Zum Beispiel an der Spitzestunde, wo den Auto ever am Stau steht. Du kannst ihn aber als Velofuhrer, da geht es vielleicht nicht immer ganz legal, du musst ihn aber vielleicht längst oder rechts überholen, wo es gerade am besten geht. Wie du gesagt hast, dass der Velo sind 4 Dealer wird. Wenn man natürlich zu 20 will, geht es ein bisschen schlecht wie lang. Mit das machen Schüralldach matt, dass ich am Stau stehe, am 4 Dealer ausnutzen, als Inselvelofuhrer führen zu können. Schon also wenn der Südläuscherin wie immer durchaus Sympathie für so halb legale Sachen, wo ich vielleicht auch mal leider ein bisschen pickt, an dass hier Verhalten überdenken. Darum geht aber nicht, dass ein bisschen Fried drin hört, sich zu nerven. Geht irgendwie groß Sachen, eigentlich. Der Tisch, dass ihr seht, auch im Plakativ gesagt, Auto muss fort, wir brauchen Platz, wir wollen also Raum, hier Fußgänger, Kutsche vielleicht nach hinten, auch noch nach Velofuhrer. Man hat Platz. Kennt du irgendeine Resonanz oder geht das ein bisschen belächelt allgemein von der Politik oder von Leuten, die jetzt kennt Matt anderen, die sind mir zwar alle gut, aber so für das Entscheidungen wirklich schlussendlich getroffen gehen. Du hast das Gefühl, dass ja, die pure Trellerten, die man will, rumfahren, ein bisschen nerven oder geschieht auch wirklich etwas? Also wir sind nie zu als viel bei der Kritik gemessen. Du kannst sehen, dass man die eine oder andere Köhe wie Trellerten rüberkommen. Ne? Meistens Stress mir aber. Ich meine, die richtig Critical Mass, die geschieht mittlerweile am Alltag mit allen guten Dingen, die hier Inselwehr führen. Das ist für mich die wichtigste Critical Mass. Da steht drin, an der sind immer mehr an Staat fuhren, sich den Weg zurückholen. Und ich meine, das ist echt das, was Stress und noch was mittlerweile Politik aber ein bisschen mehr bewegt, etwas für die Wille zu machen. Weil ich will aber selber sind da 3-4 Jahre nicht, dass immer mehr Leute die Wille holen. Das kann aber auch nur demografisch Ursache sein. Ne? Das neben Lützburg kriegt immer mehr Leute und wir kriegen auch immer mehr Leute aus dem Ausland, die vielleicht die Kultur mal dranbringen, weil wir die Kultur für ein paar Jahrzehnte verloren gehabt, als man will fortzubewegen. Ja, es die Logimie, die wird die letzte Jahr, also wenn ich zu Köln oder zu Berlin oder so, obwohl Köln also wirklich nicht ideal wird, weil geht mir zu Berlin, München, wenn den du sich umdreht, dann finden auf jeden Fall immer ein Velo. Also wenn man im Auto sitzt, ist immer ein Velo, wo ich muss aufpassen, dass ich natürlich nicht kollidiert. Zu Lützburg hatte ich in der Zeit schon nie, da fängt ihn an, dass auch ein Velo Molange kennt. Meinst du, dass das dann so hält, oder weil sich es gibt nicht viel Feedback auf der Straße nach für mehr Velo, Platz für Veloen oder Dach. Politische Feedback, ja. Genau. Also politische Feedback gibt es. Du hast auch Profilo, die sich dafür ersetzen. Du hast sich das auch an der Stadt, der Velo viel besser Platz kriegt. Und überall da, wo urban viel mehr Veloinfrastruktur brauchen. Das muss nicht Velospiste sein, wo just Velosfuhrer kommen, fuhren. Das muss einfach Infrastruktur sein, wo jeder Racingplatz hat, ne? Wo von mir aus auch noch mal ein Auto fuhren kann. Aber wo ich aber als Velosfuhrer trotzdem auch meinen Platz habe. Und ich denke, dass das einfach immer mehr könnte. Politiker sind sich da auf jeden Fall bewusst, weil egal, wo der Velo als Thema hicken, auf welchem Ort du jour, wird aber heftig darüber diskutiert. Sowohl Geld als auch für die Wille. Kannst du die Heftigkeit ein bisschen holen? Wo hast du Polemik dran, wenn du darüber geschwärzt wird? Was sind Pro und Contra für allem? Kriegst du da eine Idee für, wenn du da so observierst? Ich kann just von einer Impression schwätzen. Ich muss sagen, also die wirklich etwas machen könnten, die politische Gewalt darüber haben, die gucken vielleicht schlussendlich aber, wer die potenzielle Wählerschaft ist. Und das ist letztlich definitiv noch immer den Automobilist. Ja. Dafür also zu kritisch.
vielleicht auch als Politiker so 100% immer für die Velo zu sehen. Wir sind natürlich eine soziale Netzwerke. Du hast Alkes vom Velo dran steht, wie lo die Polemik über die Blinker, Luten, die in Hand op der Velo verboten goufen. Das ist ein Detail mit steht eng Politik Matleider Fulheit, die Velo fuhren. Und die sind nicht, dass der Velo immer ab bewegt. Und das aber das wahrscheinlich gehst du da denn erstreichen oder gründet, dass den Auto die Idee vom Auto immer noch für Status steht für oder für irgendwie eine Kompensation für irgendetwas, so wie weit drüber gehen. So als Idee von einer Kompensation für sich gut zu fühlen, und dass ihn da die Wäsche geholt kriegt, das wäre ein ganz, also das, wieso ist die Angst du auch für Politiker, dass sie wählen meinst verlieren, weil ihnen so viel um Auto leiden, weil man gerade an diesem Podcast, was man beschwert und immer wo man darüber gehen, okay, war das wirklich wichtig am Leben, und was du auch am Anfang von diesem Hai gesagt hast, also rauszufinden, war das wichtig, kann dann nicht sein, dass das ein Auto ist, oder? Nee, mit dir bin heute zum Schnurr eine große Stelle wert, die scheinbar hier auffällt, wenn ich ein bisschen an den Medien lausche, sind hauptsächlich bei der Jugend hält eine Stellewert vom Auto immer mehr auf. Hauptsächlich sein eigenes Auto zu haben. Schon am Studium just ein Auto, aber mal ein zweites gebraucht gegeben und ich mein Abo von der CRL für das Flexsystem. Und auch noch ganz schnell ein Auto gelehnt. Ich denke, dass das auch vielleicht ein Deal von Puzzle ist, für ein bisschen mehr vom Auto wegzukommen, kein Auto mit zu besitzen, mir auf dem Auto können zurückzugreifen. Okay. Und das ist kein unwichtiges Stück vom Puzzle. Und das bei der Jugend könnte das immer mehr. Ich sehe auch bei meinen Kindern, die am Anfang für ein paar Jahre, wie sie durchgekommen kein Auto mehr, zeitweise hat man kein mehr, wo ich dann immer hin, das, was man erspurt tun, mit dem Auto auf Pizza konvertiert tun. Das ist bei Kalk immer ganz gut rüber. Ne? Also so viel Liter Benzin, das gibt so viel Pizza im Monat, so viel Euro für ein Prä, das gibt so viel Pizza im Monat. Also. Wobei in Hautkind so wer nation Kanner, die hier in ältere Lomiste so wenn ein bisschen am Auto spurt, dann kriegt er Pizza am Platz. Also, das hängt vom Auto. Ich auch Motivierer verstanden. Ja, das hängt vom Auto. Das hängt aber auch effektiv vom Auto auf. Ne? So. Okay. Willst du nach Ihnen kurzen, schnellen Tipp, was die könnt machen für sich, für einfach mehr bewusst, für den Raum für sich zu beanspruchen oder mal vielleicht etwas anderes zurückzugreifen? Irgendeine Idee? Ich schule ganz oft nur an die Gespräche mit Kollegen oder mit anderen Leuten in sozialen Netzwerken, dass sie mal nicht hier Busnetz an der Gegend kennen. Das ist ja auch eine Erderweise vielleicht mal herauszufinden, wie kann ich mich ernstlich bewegen. Ne? Dass ich mal guckt, wie weit brauche ich für die nächste Jahr. Die enge Exkuse ist ganz oft, ich muss eine halbe Stunde bis auf die Gär gehen. Die halbe Stunde zu Fuß, die nach 5 Minuten am Velo zum Beispiel gemerkt. Ne? Das ist einfach überlegt, wo sie meine Möglichkeiten, das sind natürlich auch meine physische Möglichkeiten, dass jeder kann weit mit dem Velo fahren. Vielleicht kriegt man den anderen Wert ersetzt. Ne? Wo sucht Qualität, Lebensqualität, ich fahre niemand gerne Bus zum Beispiel. Für mich als Busfahrer kein verloren 3/4 Stunden, obwohl der Bus wirklich riesigen Umweg fährt, wie du halt schon eine Zeitung mal, schon ein Buch mal oder auch ein Handy. Und da lesen die Stadt, was ich normalerweise sonst an irgendeiner verlorener 4 Stunden mal mache. Okay, wunderbar. Vielmals merci, dass du hier warst, für Tipps, für die Ideen und alles. Erst und just auch merci für die Nulllauscht. Wir gehen nächste Monat an einen anderen Raum vom Haus, und das Bootzimmer. Wie in der Witte weiß ich leider noch nicht, aber das werdet ihr dann nächste Monat gesehen. Und so vielmals merci. Ja, bis dann. Ciao.